Das wird. Genau. Ja, also. Das ist gut. Ja, Sind Sie nervös? Also ich bin sehr nervös in dem Sinn, aber ich bin auch gespannt. Ich finde es ein gutes Format, also ich bin da recht entspannt, muss ich sagen. Ich finde es spannend, was jetzt kommt. Da bin ich noch ein bisschen wunderig. Ist es schwieriger oder einfacher, mit Personen aus der Bevölkerung über die Politik zu reden? Ich persönlich finde es einfacher. Ich bin es gewohnt, den Leuten ein offenes Ohr zu schenken. Das ist für mich genau das Format, das ich aus dem Alltag kenne. Zuzuhören, wo der Schuh drückt, wo die Herausforderungen sind und dann vielleicht auch gemeinsam schauen, wie kann man Lösungen entwickeln. Doch, ich finde es auch spannend, über Leute aus der Bevölkerung und wirklich näher an der Front zu sein. Das ist sehr erwünscht und ohne Taktik. Von dem gehe ich jetzt mal aus, ohne sich gegenseitig einen Vorteil zu verschaffen, sondern einfach so, wie es ist und kommt. Guten Abend, ja. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Grüezi wohl. Kommen Sie rein. Sie dürfen hier gerne Platz nehmen. Grazie fetch, unser Steinesser Co, Florina Kaufmann, Simon Kaufmann, uns essen Co ein vossa chiesa a Quera, al quartier del Lürlibat. Florina Kaufmann, vos esses collaboratura scientifica tilla Scola Alta de Pedagogia a Quera, cum pensum de 80%. Simon Kaufmann, manager de products tilla facenta Elpro, al Principari de Liechtenstein, cum 90%. Florina und Simon, wie schafft man das? 170% schaffen wir zusammen. Ihr habt noch 2 kleine Kinder, 4 und 6 Jahre alt. Der Haushalt kommt noch dazu. Wie macht man das? Ja, es braucht sicher eine gute Abstimmung, Planung. Und wie wir gemerkt haben, auch viel Routine. Man muss irgendeinen Tagesablauf finden, der passt, der uns nicht zu viel belastet, überlastet und für die Kinder auch erträglich ist, wo sie dann nicht, oder wo sie noch mitspielen. Und das haben wir jetzt eigentlich gefunden, ja. Viel Früchte, viel Gemüse, viel Schlaf. Geht's schon? Sicher auch Unterstützung von den Großeltern, die einen Tag da dabei sind. Die Kinder sind im Kindergarten, 1,5 Tage ist der Kleine in der Kita. Aber wie gesagt, auch Unterstützung von den Großeltern. Das braucht es, damit man das Pensum schafft. Es macht es viel einfacher. Oder es ist einfach auch sehr, sehr schön. Oder wenn es nicht wäre, dann würde man sich anders organisieren. Aber so ist es natürlich einfach auch eine extreme Bereicherung für alle Seiten. Also, und es erleichtert schon. Ja. Und es ist auch finanziell nicht zu unterschätzen, einen Tag weniger müssen Kita finanzieren. Also. Kitas in der Schweiz heisst, sind teuer. Vor allem, wenn man mit dem Ausland vergleicht. Könnte man da etwas machen, dass die Kitas nicht so viel kosten den Eltern? Soweit es mir bekannt ist, sollte man es auf Bundesebene fördern. Es gibt eine Förderung, da hat jetzt gerade das Parlament vor nicht allzu langer Zeit den Betrag erhöht, also es geht über 100 Millionen. Aber wie der Mechanismus geht, wie die Verteilung dann in den einzelnen Kantonen ist, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also wir haben ja auch städtische und ländliche Gebiete, man hat eine größere Nachfrage und da geht es natürlich auch um die Institution. Aber ich bin auch absolut der Meinung, dass man da einiges bewirken kann. Also es gibt ja verschiedene Modelle. Bei dem einen Modell ist der Arbeitgeber, der zum Teil alles übernimmt. Oder auch ein Teil von, sagen wir mal, zusätzlichen Lohn, ein Anreizsystem, um auch die
Fachkräfte zu gewinnen. Es gibt Modelle in Davos, wo halt einkommensbasiert ist. Es sind Abstufungen vorhanden, bis zu, wo der Betrag halt gänzlich übernommen wird, sei es vom Sozialdienst. Bei Doppelverdienern mit gutem Einkommen ist das natürlich auch nach oben aufgestuft. Das ist ja so, die zahlen es wie viel mehr. Aber ja, ohne Kitas, ohne Betreuungsinfrastruktur, wie wir es zum Beispiel in Davos haben, auch während der Ferien, wäre es für viele nicht machbar. Das ist richtig. Ich finde das Modell, das auch Sie gewählt haben, wo auch die Grosseltern eine Funktion drin haben, sehr sympathisch, weil es ist eben wirklich bereichernd. Es gibt einen zusätzlichen Aspekt drin. Es ist eben nicht nur der organisatorische Aspekt, der entlastet wird, sondern es kommt eben die Beziehung drin. Und aus meiner Erfahrung ist es so, dass die Grosseltern das eben auch schätzen, dass sie dürfen einen Teil übernehmen. Und schlussendlich ist es auch für sie ein Gewinn. Ja, wir sehen schon, sie machen es auch gerne. Andererseits kommen sie jetzt auch langsam in ein Alter, oder? Und sie kommen vom Engadin oder von Davos. Und es ist ja eigentlich nicht selbstverständlich, wenn sie 2 Stunden Anreise haben. Und mit der Höhe haben sie auch langsam ein Problem. Dann geht es rauf, runter, rauf. Also man mutet ihnen schon auch viel zu. Und dann mit 2 kleinen Kindern und in einem Umfeld, das sie eigentlich auch nicht so routiniert sind, auch nicht kennen. Aber auf jeden Fall schätzen sie es. Und das andere, dass auch jemand kann sagen kann, der nicht arbeiten will, ein Mann oder ein Vater oder auch eine Mutter, dass auch möglich ist. Oder? Und ohne gesellschaftliche Verurteilung. Genau. Ja, genau. Also, das Wahl vom Familienmodell, genau. Oder? Es sollte einfach wirklich möglich sein, dass man sich entscheidet für ein Familienmodell, für eine Kombination, ohne verurteilt zu werden. Und zwar egal, welchen Weg man wählen tut. Genau. Ja. Und da haben wir noch grosse Schritte. Ein grosser Weg von uns. Genau. Schritte. Eigentlich habe ich im Moment das Gefühl, die Frauen können es egal wie nur falsch machen und Männer egal wie machen es auch gut. Das ist schon so, oder? Modell, wo man ja dran ist, das zu ändern. Also es geht von der Besteuerung, es geht ja dann auch um effektive Vor- und Nachteile, die sind im Anreizsystem. Und wenn es dann wirklich schwierig wird, also auch finanziell, das hat dann auch, darum ist in dem Fall schon, also sehe ich das durchaus. Jetzt reden wir ja, das ist jetzt gerade passiert mit dem Vaterschaftsurlaub, oder? Ist mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, ich würde das noch ein bisschen anders sehen. Ja. Oder? Wir reden dann eben von einem Elternurlaub, oder? Also, wo nur dann greift, wenn beide Elternteile erwerbstätig sind. Das ist so das Modell. Wenn man das institutionalisiert, also da laufen auf Bundesebene ja entsprechende Initiativen, und wenn man das institutionalisiert, dann muss man das ja nicht leben. Aber man kann es. Ohne Nachteile. Und das scheint mir aus liberaler Optik finde ich das richtig. Und nicht einfach, die Frau gehört an den Herd, der Mann geht arbeiten und verdienen, sondern ich denke, das ist überholt. Also die das wollen, sollen das leben. Ist kein Problem. Aber sie sollen nicht benachteiligt sein, wie die anderen nicht benachteiligt sein, die das anders haben wollen. Darum stört mich auch der Begriff Vaterschaftsurlaub oder Mutterschaftsurlaub. Grundsätzlich sollte die Zeit zur Verfügung stehen. Und dann ist es, je nach Modell, das man will, sollen sie selber entscheiden, wie sie es aufteilen. Und wir haben einfach erfahren, dass oftmals auch von den Arbeitgeber her die Gedanken noch nicht so weit sind. Und oftmals muss man sich entschuldigen, ja, wenn man halt jetzt mal nicht gehen kann. Und ich meine jetzt nicht nur die Frau, ich meine auch den Mann. Wenn man mal eine Sitzung nicht wahrnehmen kann, und man ja Teilzeit schafft, oder ja, es wird nicht so wirklich wertgeschätzt, dass man ja nicht nebendran eigentlich nichts macht und wegen dem fehlt, sondern dass man ja nebendran eigentlich die nächste Generation anzieht und eigentlich da sehr viel Arbeit in dem Sinn leistet. Das ist noch nicht selbstverständlich, aber ich denke, der Markt führt schon in die Richtung. Also wenn ich jetzt das mal so sehe, oder die Unternehmungen, eben Fachkräftemangel, also jetzt aus Unternehmersicht denke ich,
schon. Es kann natürlich vom Einzelnen ab, aber man wird auch immer mehr gezwungen, auf das Rücksicht zu nehmen. Ja. Und das ist an sich ist richtig. Also da glaube ich schon. Es müssen halt alle ein bisschen mitspielen. Das ist die Betroffenen, die Umgebung. Und also ich erlebe das an sich positiv. Also auch mit Behinderten oder aus fremden Ländern, die Integration oder was auch immer. Wir sind einfach ein bisschen eine andere Gesellschaft. Oder? Mit allen Vor- und Nachteilen, die es natürlich auch hat. Oder? Aber Härtefälle, die Sie jetzt geführt haben. Aber ich glaube, Elternurlaub in dem Sinn kann vielleicht helfen, die Sensibilisierung und das Umdenken in der Gesellschaft zu fördern. Hat jetzt für uns aber nicht viel vereinfacht. Also ich hatte das Glück, dass ich Verständnis vom Arbeitgeber hatte, um meinen Urlaub an den zu beziehen, den ich wollte. Das war für mich auch okay, dass ich meine Ferien dort investiere. Aber die Schwierigkeit hat eigentlich angefangen, wo wir dann überlegt, wie können wir jetzt das langfristig lösen. Mit der Reduktion jetzt auch von meinem Pensum, von ihrem Pensum. Das ist sehr auf Gutwill angewiesen. Man hätte da schlussendlich mit leeren Händen dastehen. Die Vorgespräche haben Sie nicht geführt, also wo Familienplanung angestanden ist, oder haben Sie da vorgesondiert mit den Arbeitgebern, welche Möglichkeiten es gibt in Bezug auf Pensenreduktion oder Modell? Bei uns war es so, dass sie eigentlich sie hat ein Zweitstudium gemacht und hat dadurch eigentlich ein reduziertes Pensum gehabt, wo sie dann gerade weiterführen nach der Geburt. Und jetzt, wo sie dann Anfang des Jahres das Pensum wieder erhöht hat, ist dann eigentlich die Folge sehr sicher, wieder ein bisschen reduzieren. Und klar, das habe ich mal sondiert. Und ist dann das Verständnis vom Arbeitgeber sofort. Jetzt schon? In dem Sinn. Aber auch das war ein Wandel, der jetzt in den letzten 2 Jahren stattgefunden hat. Ja, wir sind schon beide noch jung, als wir Kinder gekriegt haben. Und das heisst, so lange habe ich noch gar nicht beim Arbeitgeber geschafft. Oder? Also, eben durch das auch das zweite Studium dazugekommen ist. Und ja, man hat es schon thematisiert, aber so ganz konkret. Also man hat nicht vorher vereinbart, wie man es lösen tut? Nein. Und es hat schon auch ein bisschen Überwindung gebraucht jetzt für mich. Man hört ja auch ein bisschen, wie teilweise im Gang oder in der Pause über so eine Situation geredet wird. Und das ist nicht immer so, dass nur das Positive von jetzt Väter, die das Pensum reduzieren, in den Vordergrund gestellt werden, sondern eher, geht eigentlich eher in die andere Richtung. Oder? Und ist für mich sofort klar, kannst du machen, aber die Aussage war auch, eine Führungsposition unter 100% können wir uns nicht vorstellen. Also es war für mich auch ein Kompromiss, den ich dann bewusst auch eingehen musste. Also für mich hat es sicher auch voll bewährt. Ich glaube, man muss sich auch, zumal bei mir war es so, dass ich mich bewusst entschieden habe, eben die Führungsposition, die ich damals hatte, aufzugeben und die Führungsposition in dem Sinn in der Familie zu übernehmen. Also das heisst nicht aufhören zu arbeiten, aber mir auch bewusst so jetzt die Managementposition übernehmen in diesem Bereich. Und ja, es ist ein bewusster Entscheid und man gibt etwas auf, aber man gewöhnt auch etwas. Schade daran ist, dass nachher, also wenn jetzt die Kinder gross geworden sind, dann ist die Karrierechance wahrscheinlich auch vorbei. Spät. Ja, oder? Das ist ja dann... Ist es wirklich so? Ist es wirklich so? Ich glaube nicht zwingend. Ich glaube, mit diesem Modell, wo sie jetzt auch die Chance hat, wieder Fuß zu fassen, ist das gut. Aber wenn sie jetzt noch 2 Jahre mehr daheim gewesen wäre. Ja. Also Sie doktorieren ja, oder? Genau, ja. Also, Sie sind ja fest Ja, Beweis dafür. nie aufgehört. Also, oder? Ja. Aber ich glaube, das ist das Wichtige. Also, ich meine, bei mir war es auch so. Ich bin nie ganz weg gewesen, aber es hat doch eine Verlagerung gegeben. Aber könnte die Politik vielleicht irgendwie bewirken, dass die Betriebe sagen, okay, es ist uns wichtig, dass die Mütter weiterhin bleiben, oder wenn ein Vater sagt, ich will reduzieren, dass er dann nicht, dass es nicht ein Karrierekiller ist. Gibt es da von der Politik her eine Möglichkeit, dass es sich ändert? Also der Markt selber regulieren. Weil aufgrund des Fachkräftemangels hat die Wirtschaft das grösste Interesse, die gut ausgebildeten Frauen oder Mütter möglichst zu behalten.
im Markt drin. Und man merkt schon, dass mehr Anreize gesetzt werden, um sie zu motivieren. Also, es gibt Betriebe, die von sich aus eben diese Kitas einrichten und sagen, es ist uns ein grosses Anliegen, die wirklich im Markt, im Betrieb zu behalten. In Bezug auf Managementpositionen ist es relativ schwierig, eine staatliche Regulierung zu haben, dass man die verpflichtet zu behalten. Ich glaube, es wäre auch der falsche Weg. Aber dort bin ich schon der Meinung, dass Politik eben sollte das nicht dem Zufall überlassen, also am Markt, sondern dass man Regulierungen macht und die kann man dann nutzen oder nicht. Oder jetzt zum Beispiel der Elternurlaub jetzt von 14 Wochen, das ist so ein Ansatz, oder, wo man sagt, betrifft einfach, wenn beide arbeitstätig sind, einfach die Sachen, die es effektiv erleichtert, das führt auch zu einem Umdenken, automatisch in den Betrieb. Ich meine, wenn man Managementliteratur anschaut oder wenn man da zulässt, dann ist es an sich erwiesen, dass eine zufriedene Frau oder ein zufriedener Mann, eine glückliche Frau und ein glücklicher Mann am Arbeitsplatz über bedeutend höhere Leistung erbringt, also auch als Teilzeit. Und das ist alles, das ist viel Wissen, was sich herum wäre und das Erfahrungswissen. Wenn über entsprechende Regulierung sind, dann muss man sich halt mit dem Vaterschaftsurlaub, das ist völlig klar. Dann, oder wird's dann setzt man sich mit dem auseinander und sucht organisatorische Lösungen. Also ich glaube, es ist schon der Widerstand natürlich auch von dieser Klientel sozusagen, wo es einfach immer schon so gemacht hat und nie mehr anders machen wette, oder? Sich einfach im Denken ja, ein bisschen. Aber es ist nicht der staatliche Widerstand, sondern es ist ein gesellschaftlicher Widerstand. Oder? Das ist. Und ich glaube auch nicht, dass der Staat kann ein Pensum regulieren kann, einfach Instrumente zur Verfügung stellen, wo die Organisation erleichtern. Ich meine, das ist ja das, was wir kennen, oder? Die tägliche Organisation vom Ablauf. Die Paare, die gut ausgebildet sind, haben so ein Modell, leben so ein Modell eher. Und ich habe das Gefühl, das liegt auch daran, dass wir auch mehr finden am Arbeiten als jetzt nur das Einkommen. Weil wir es effektiver abrechnen, was wir ausgeben für Kitas und was wir mehr an Steuern zahlen, haben wir unter dem Strich wahrscheinlich eher mehr drauf gelegt. Oder? Und für uns ist das wichtig, dass wir beide arbeiten können, weil uns das mehr gibt als einfach nur ein Salär am Ende des Monats. Und das ist sicher ein Punkt, wo ich sehe, dass Politik könnte die Weichen stellen. Also Progression, Steuern zum Beispiel brechen, oder? Wo wir jetzt haben, wo das Problem ist. Oder es braucht nicht unbedingt eine Individualbesteuerung, aber mit dem Abzug Doppelverdiener plus Kinderbetreuung und nachher dann einfach die Progression müssten wir unbedingt brechen, weil... Weil also das ist auch dann effektiv der Anreiz, um dann zu arbeiten. Wenn ich genau weiss, ja, wenn ich jetzt noch 20% mehr arbeite, dann haben wir einfach mehr Steuern. Ja, total, oder? Und das, ja, dann überlegt. Und dann hat man die ganze Organisation und eventuell muss man sich noch rechtfertigen, wenn man, ja, dann fragt man sich schon, warum will ich arbeiten? Und wenn dann jemand ist, der nicht gerade so gerne geht, wie wir jetzt gerade gehen, dann sieht einfach die Entscheidung anders aus. Und das finde ich eigentlich schade, weil man verliert oft gute Leute. Es ist und das ist da, wo Politik handeln könnte, oder? Die Progression brechen. Oder? Es geht um diesen Aspekt. Eben Heiratsstrafe oder wie man das dann auch nennt oder was nicht damit zusammenhängt. Und es ist wie das Frauenstimmrecht damals, oder? Es hat ja lang gebraucht, bis man das hergebracht hat, oder? Und ich meine, das sind auch so die Vorstellungen, so die gesellschaftlichen Vorstellungen, Gerechtigkeit, also Mann am Ende, wir leben im Modell, so ist es ja in der Bundesverfassung drin, oder? Also an sich ist es grundsätzlich ist unsere christliche Vorstellung und wie auch das hat sich lang geprägt und da muss man sich langsam verabschieden. Oder das auch jetzt Heiraten von Gleichgeschlechtlichen und so weiter, das sind die, also ich sage dem gesellschaftsliberalen Ansätze, die ich schon sehr wichtig finde. Ja, und es gibt Ansätze. Ich kenne auch in Davos, jetzt als touristisches Gebiet, ist es möglich, dass man jetzt nicht einfach fix einen Kitatag über das ganze Jahr braucht, sondern man kann das auch ein bisschen steuern. Ist jetzt bei uns eigentlich gar nicht möglich. Oder? Wir haben diesen Fixtag und wenn es mal ein Tag zusätzlich ist, was es bei uns gibt, also, wir haben auch nicht unsere Schicht, die wir arbeiten, dann können wir hoffen, dass wir vielleicht auch einen halben Tag mal dazu nehmen können. Wo wir dann zahlen?
Klar, aber es ist irgendwie immer ein Hoffen, ein Glück, oder? Dass das die funktioniert. Flexibilität ist von der Kitas. Ja, Ist Das, sicher das die Thema. die finde ich recht Thema. Also das finde ich ein grosses Thema. Gerade Leute, die eben nicht immer am Dienstag arbeiten, sondern die halt am Anfang des Monats ihren Plan kriegen, im Spital und so weiter, oder im Altersheim, wo es sehr viel einfacher wäre, wenn man könnte sagen, ich verpflichte mich jetzt, wie es Davos ist, die verpflichtet sich für 2 Tage pro Monat. Und den Rest können sie Anfangswoche bekannt geben, wenn sie kommen wollen. Oder wo man es auch nicht immer muss am Abend um 6 Uhr abholen muss. Weil wenn ich eine Sitzung habe, die um 5 Uhr anfängt, dann geht die immer länger als um 6 Uhr. Und ja, ich bin dann regelmäßig die halt muss gehen, wo dann wieder das Verständnis eventuell fehlt, oder? Und ja, schwierig, oder? Also man sieht, die Vereinbarkeit von Familie und Karriere ist ein Thema, da könnte man extrem viel darüber reden. Es ist auch sehr facettenreich. Florin und Simon Kaufmann, vielen Dank, haben wir dürfen da sein, die Diskussion führen. Ich hoffe, die Begegnung hat euch etwas gebracht. Ich finde den Austausch eigentlich sehr bereichernd, wenn man, wenn man mal hören kann, wo sind die Probleme und eben bei vielen verschiedenen Leuten gibt es viele verschiedene Probleme und ja, wenn man so näher an der Gesellschaft ist schön. Ich bin in dem Sinne auch positiv überrascht gewesen, wie stark das Verständnis da war. Für die Familie oder für die Betreuungschallenge, die man hat. Also, das widerspiegelt sich nicht oft in den Entscheidungen, wo Politik fällt. Aber Also vielen Dank für die Heirat. Ja,